Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Der Jan Fitze hat Grosses vor. Und bist du bereit? Lagerleiter. Voll nicht. Viel zu wenig geschlafen und ich habe Angst. Wieso? 16 Kinder. Selbst wenn jedes für sich selber ein nettes Kind ist, in der Gruppe kommt oft der Piranha-Effekt zum Tragen. Er wird Lagerleiter in einer Schulklasse im Thurgau. Das ist «Fitze übernimmt», ein Klassenlager. Bist du apparat? Absolut. Dann gehe ich jetzt auf ins Verderben. Oh mein Gott. Mit dabei ist auch das Mal wieder das Team rund um die Redaktorin Seraina Bernet. Morgen! Guten Morgen, Jan! Genau. Entschuldigung, bin ich Drittplatz. Das ist gerade wichtig. Ich bin Genau, ganz etwas Wichtiges hast ist da. Hoi, Paulina. Jan. Jan, freut mich. Morgen zusammen. Ja, schon am Anfang dieser Sendung habe ich dummerweise schon ein bisschen Geschirr zerschlagen, ohne dass ich es eigentlich wollte. Und ich war mir auch nicht so ganz bewusst, dass man das nicht darf. Aber es ist ein Mädchen zu mir und hat gesagt, Quetschen hat in dem Fall gesagt, wir dürfen nie die Stege durchfahren. Und was mache ich? Ich komme zum Auftritt die Stege durch und bretsch voll drin. Habe ich aber noch nicht gewusst. Ich würde zuerst noch meine Regeln fertig erklären, Jan. Und dann dann kannst du allen Heu sagen gehen. Was haben wir auch gemacht, wenn ich stosse? Kreuzungen, das haben wir auch geübt. Was mache ich bei der Kreuzung? Zum Abbiegen, wie machen wir das? Ich stoppe wirklich den Verkehr. Und das Wichtigste, wenn der Gruppenchef auf dem Trottoir fährt, dann fährst du auch auf dem Trottoir. Wir haben aber Schlusslichtchen, Seraina, die dann mit uns sicher mitstossen. Und wir warten hier oben. Und dann tun wir mal das Velo abstellen. Alle haben ja einen Veloständer. Bis auf den Jan. Jan, eine Lichtpiste ist auch dabei. Ich würde sagen, wir gehen noch schnell aufs WC und dann kommen wir wieder hierhin. Okay? Los! Ich würde sagen, machen wir los, oder? Schöne Woche! Wir sind mit dem Velo. Von Thundorf geht es Richtung Schaffhausen. Die ersten 2 Tage ist der Jan nur unterstützend dabei, um überhaupt reinzukommen. Verantwortlich ist die Klassenlehrerin Paulina Quetschen. Nach diesen 2 Tagen übernimmt dann aber der Jan. Oh, Achtung, Postauto! Mehr Abstand. Autos überholen können, weißt du? Genau. Okay. Ich muss auch immer Getränkeflaschen dabei haben. Aber noch wichtiger wäre, dass er noch etwas drin hat. Es gibt noch Luft gegen oben. Aber ich bin jetzt da erst frisch. Ich will Velola, Velola, ich will Velola, Velola, Velola. Hast du Spass beim Velofahren? Es geht. Ja, da eine semi-motivierte Truppe hinter mir. Ich will Velola, Oh, wir haben abreißen lassen. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen Gas geben. Nach der ersten Strapaze gibt es in Schaffhausen einen ersten Halt und eine Führung im Monat. Zweierreihe. Victoria! Victoria! Zweierreihe, Victoria. Du auch Zweierreihe. Munot ist keine Burg, es ist eine Festung. Wir sind jetzt hier in einem Raum, großes Gebäude im 16. Jahrhundert. Gell? Früher, von der damaligen Schweiz und auch die jetzigen, weil sehr viele Tote und Verletzte hatten. Bist du schon verdruckt? Oh, Melina, kommst du bitte raus? Ja, nicht, Das ist noch ganz weich. Hat auch ich. Das ist auch schön weich. Bist du verschrocken? Sind wir hier unten, hat es auch hohe Räume. Wir sind hier nicht in einem Labyrinth, wo man sich verirrt. Also, das war eine mühsame Sache. Oh Gott.
Also übermorgen übernehme ich dann ich mit dem Programm. Und ich glaube, beim einen oder anderen Kandidaten kann ich schon noch punkten, weil ich jetzt da nicht nur ekstatische Freude wahrnehmen. Ich sehe, du hast Spass. Ja, mega. Am besten erinnert man sich immer an etwas, wenn es Spass gemacht hat. Das ist mein pädagogischer Ansatz. Da kommt mir sogar eine Geschichte in den Sinn von meinem eigenen Klassenlager. Dort haben wir in der Nacht immer versucht, so Feuer anzuzünden. Wir haben sogar Silberzwiebeln gegessen, damit das Methan Kohlenstoff gemischt in den Wasserstoff. Man kann sagen, dumme Idee, aber eigentlich war das ein chemisches Experiment, wo ich mich bis heute daran erinnere. Darum, ich bin gewappnet für mein Programm. Ja. So, dann darfst du mitkommen. Oh! Die Lehrerin, ich habe schon gedacht, ich konnte abschleichen, aber... Nein, der Letzte oder die Letzte soll bitte zumachen. ja, gut. Was hat sie gesagt? Der Letzte soll zumachen? Ja, oder die Letzte, die da kommt. Nein, Türe. Nicht uns. Ich habe auch gemeint, Ciao. Ich sehe schon gar nicht. Ah ja, klar, mit Sonnenbrille. Und zufrieden? Ja, blau ist mega fein. Kokosnuss Stracciatella auch. Danke, Jan, haben wir noch das feine Glas bekommen, gell? Da könntest du nicht ein bisschen ein Zeichen erzählen. Ich gefunden, Jan, du kannst uns noch Glas kaufen. Und dann hat er uns jemand Glas gekauft. Also, was sagen wir? Danke, Jan! Kann ich gerne vom Fußball, wenn du in eine neue Gruppe reinkommst, musst du immer zuerst den Einstand zahlen. Und das heisst, du musst, genau, normalerweise würdest du jetzt ein Bier geben, aber... Gestärkt geht's weiter. Das Ziel ist Klingenzell. Geil performt. Sind alle da? Dann habe ich jetzt Pause. Problem ohne Ständer. So ist schon recht, dass man den nicht hier anstellt. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich warte jetzt mal noch. Ich sage, ich bin schon nicht so der Regeltyp. Meine wichtigste Regel ist eigentlich, frage nie um Erlaubnis, sondern um Vergebung. Und diese Konzepte beißen sich jetzt vielleicht doch ein bisschen. Ein Murmeli. Das finde ich super. So funktioniert es und so hätte ich es mega gerne. Wenn ich euch einfach rufe, schnell kommt. Jetzt möchte ich mit euch den Rundgang machen, Regeln erklären, Zimmer zuteilen, Wett zuteilen, mit der Dusche erklären und, okay? Bin ich da dabei? Ich habe gemerkt, die haben mich voll falsch eingereiht. Ich stehe bei den Kindern, ich will ja eigentlich dort hinten. Das ist wie so automatisch. Ich fühle mich mehr dort daheim als im Leitungsteam. Bis du eben kannst du. Weiter gehst du nicht, okay? Und wenn ihr im Wald seid, dann langen mein Pfeifen manchmal nicht. Darum tue ich da wirklich so... Das soll ihr da hören, gell? Olivier, hast du auch gehört? Ja, klar. Ist gut, hä? Hierfür müssen wir Schuhe ausziehen, gell? Weil wir haben jetzt nicht die saubersten Schuhe. Burgblick. Reinlaufen. Jetzt hat es eben hier gewisse Regeln. Und zwar, man darf nicht hier rein essen. Und das Trinken in der Wände in einer Flasche, okay? Jan, danke. Sorry. Dann haben wir hier gesehen, da gibt es ein WC. Das sind die Duschen. Und wir mit den Frischleichen haben entschieden, wir schicken zuerst Jungs voll rein. Und da heißt wirklich alle Jungs. Also 6 Plätze jetzt rein und die sind wirklich besetzt, okay? Bei mir auch immer. Ja, es ist wie Militär. Jetzt habe ich die Zähne geputzt, oder? Und dann habe ich da rausgespalzt und dann sieht es grusig aus, oder? Dann müssen wir wirklich schnell Wasser laufen lassen. Weil der Nächste, der kommt, der wird nicht da anschauen, was du rausgespuckt hast, okay? Bänkchen abnehmen und hinsitzen. So, also Achtung.
Jetzt können wir so. Und da. Nikolas, komm, nehmen wir den auch noch runter. Da jetzt auch noch ein Plätzchen. So, dann sind wir bereits bei den Regeln angekommen. Was für Regeln haben wir hier rein? Ja, Miro. Genau, nicht rennen, oder? Dann. Kann Essen schlafen? Essen schlechten? Ja, sowieso nicht. Also, das machen wir nicht. Simon? Genau, bei der Lautstärke würde ich sagen, ihr dürft los. Ich habe gemerkt, Regeln sind dir schon noch ein bisschen wichtig. Genau. Ist das schon immer so gewesen? Bist du ein Regeltyp? Bist du schon so als Kind Ja, gewesen? genau. Ja, Ist so. Ich bin so. Aber hast du gesehen, wie es super mit den Kiddies läuft? Ja, nein, weißt, ich könnte mir eben, nein, oder mal, ich könnte es mir vorstellen. Oder ich denke, es ist eben auch so, dass es schon sehr viel Sinn macht, wenn es Regeln gibt. Weil wenn man so viele Kinder hat, dann Genau. läuft es aus dem Ruder. Danke vielmals fürs Kochen. Am nächsten Tag geht es für die ganze Schulklasse in den Seilpark, direkt am Rheinfall. Wir brauchen einen Schlüssel, sogenannten Twizzle. Hier unten dran hat es ein kleines Loch, das einen Stift drauf hat. Ihr müsst mit dem Zylinder vom offenen Karabiner das Loch hier drücken. Sprich, ich gehe immer zuerst neben dem Twizzle über das Stahlseil, Schnapper zu, fahre zum Twizzle. Jetzt kann ich den Karabiner so drücken. Durch das wird er geschlossen, der andere Karabiner öffnet sich. Links, rechts hat es einen Baum, aber jetzt könnt ihr keinen Fehler machen, den ihr euch ganz löst. Um das geht es bei diesen Systemen. Könnt ihr alle mal einen aufmachen und die Karabiner so auseinanderheben. Ist eine vorher schon mal auf dem Park gewesen? Ja, bitte denkst du daran, dass du einfach am Schluss bist und Kiddies vor. Genau. Genau. Nee, zuerst, wir haben jetzt eben noch einen Instruktionsteil, darum bin ich noch in der Mitte gewesen. Aber jetzt klappt es mit dem Verschlusssystem. Nein, nicht so ganz. Einen musst du einmal schliessen, der andere geht gar nicht. Gell? Momentan ist eher das Motto: Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Oder wie geht das? Alina, du hast mir an Schulgruppen anvertraut, hä? Ja, genau anvertraut. Ich hoffe, das kommt gut. Ich habe schon ein bisschen Bauchweh, muss ich ehrlich sagen. Hey Kollege. Ich habe schon die erste Bahn gemacht. Du bist ein Chef. Dort ist der Start. Okay, jetzt geht's wirklich los. Hey, wartet auf den Alten. Und tschüss. Oh, aber sind noch alle da. Hey, lass mal nach hinten schauen und lächeln. Gut. Jesus. Ah, kannst du so schreien, dass es brutaler aussieht? Nein, aber wir haben es gut gemacht. He? Vielleicht noch ein bisschen eleganter. Ja, technisch können wir noch ein bisschen sauberer arbeiten. Oh, weißt du, für die Zeit. Sie haben eben alle ein bisschen Zeitdruck, weil um 11:30 gibt es schon wieder Essen. Also haben ihr Hunger oder wollt ihr am liebsten gar nie mehr essen? 11:10. Weißt du, wenn wir nicht pünktlich tun sind? Obwohl. Wie lange geht der Dschungel etwa? 25 Minuten. Ja, das geht. Ja. 20 bis 25. Dann machen wir die 6 runter. Könnt ihr rechnen? 11:10 plus 20 bis 25 gibt 11:35. Ist das egal? Ja. Dann müssen wir noch runtergehen. Okay, dann gehen wir noch den Dschungel. Sieh das? Ich komme. Ah, la, 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 la. Okay, tschüss zusammen. Das Zeitmanagement gehört nicht zu den Stärken von Jan. Mal schauen, dass es nicht wieder Ärger gibt. Haben ja gehofft, dass ich im Baum reintätsch? Nur ein bisschen. Okay, das nächste Mal mache ich ein bisschen Action. Oh!
niemand hilft, alle machen sich nur lustig. Scheiße, jetzt habe ich den Flow verloren. Jawohl. Du hast noch nie einen gehabt. Hey! Oh Gott. Oh oh, mein Wecker schält. Wir müssen jetzt sagen, ich war zum Mittag. Tina, wir müssen längst schon unten sein. Ah, überall Stress. Wer ist da? Okay, Harry, hurry up. Okay, der letzte ist schuld, dass wir zu spät sind. Heute zusammen. Viel Spaß. Hey, und jetzt wieder langsam, sonst meine jetzt, wir haben etwas Verwortenes gemacht. Lasst einfach nicht. Es ist 10 vor 12 Uhr. 11:30 haben wir uns treffen. Aber schaut mal, er kommt. Seht ihr, voller Scheiß. Wir sind eben... Er kommt. Wir haben unsere Minimalverspätung eingehandelt. Ich hoffe, aber auf so luftiger Höhe wird die Zeit auf das Mal relativ. Minimale Verspätung. 20 Minuten. Minimal. Wird jemand noch einen Kaffee oder? Jetzt könnt ihr euch alles wünschen. Hat es da Glasse? Nein, hör auf, es ist eigentlich Klasse. Aber schau mal, wie glücklich das sind. Der heutige Grillabend ist der letzte Abend, wo sich der Jan zurücklehnen kann. Morgen übernimmt er dann die Lagerleitung. Wem ist der? Der ist Amelie. Melina, hast du lieber dunkel oder hell? Und was hast du? Ich versuche, nichts zu versauen. Das machst du nicht. Nein, sicher Du kannst nicht. nicht versauen. Danke, Paulina. Du bist jetzt Naturtalent. Hast du das Gefühl, hä? Gut. Aber die Messlatte ist natürlich hoch geleitet nach dem heutigen Spektakeltag. Ups. Aber wer weiß, vielleicht lässt du uns wirklich morgen überraschen. Und Ja. Frau Kötschen ist dann nicht mehr so cool und dann ist nur noch der Jan und sein Programm. Nein, das wird nicht passieren. Aber ich schaue schon, dass vielleicht nächste Woche noch davon redet. Vielleicht sogar das Leben lang, dann eskaliert es nochmal. Wer weiß. Adrian, die werden sich jetzt freuen. Morgen. Micha. Frühstücksdienst. Tut mir leid. Fabian. Frühstücksdienst. Paul. Das Morgendienst, tut mir leid. Wir haben ja schon ein paar Mal zum Morgen gegessen. Dann wisst ihr etwa, wie es einmal so aussieht, wenn man da kommt. Jetzt müsstet ihr einfach machen, dass es so aussieht, wie wenn man kommt. Ja, gestern haben wir ja zum Morgen gegessen. Ist ja schon alles da gestanden. Jetzt müssen wir schauen, dass das jetzt alles da steht. Es läuft bis jetzt. Können wir die anderen weg? Ja, wie Party! Nein, nicht Party. Stürme, 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 Stürme. Wie grüßt sich die anderen auf? Ja! Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Okay, ich sehe, ihr seid alle wach, das ist schon mal gut. In einer Viertelstunde gibt es Morgen und ich bin froh, sind ihr schon alle wieder so frisch und munter. Das macht mir eine helle Freude. Die allerschönsten Stunden in meinem Leben, hab ich heute Nacht. Gut, jetzt stimmt's wieder. Problem gelöst.
haben wir jetzt alles. Aber wir sollten erst essen, wenn alle da sind. He? Ja. Also jetzt machen wir da noch ein bisschen. Weck mich auf und komm herein. Und auf deinen Sonnenstrahlen tanzen meine Stress ist nie gut. Macht nur alle hässig. 8:31, 10 losfahren, sind wir um 11 dort. Und schon gut. Wir sollten sich ein bisschen von der Zeit lösen. Okay. Herzlich willkommen zu unserem Frühstück in unserem 5-Sterne-Hotel. Nehmen Sie Platz. Mal schauen, ob es 5 Sterne bekommt. Die sind doch am Anfang alle so schüch gewesen. Was ist passiert? Die Büchse der Pandora ist geöffnet. So, guten Morgen miteinander. Das hat ja fast wunderbar geklappt heute Morgen mit dem rechtzeitig Aufstehen. Zum Glück ist der Plan in Kreide gemeißelt und nicht in Stein. Den kann man da aber noch ein bisschen justieren. Dann wäre das Frühstücksbuffet eröffnet. Okay. Normalerweise Tisch nach Tisch. Das ist jetzt leider schon Sport. Die Schnelleren sind die Geschwinderen. Zack. Schon wieder. Viele von euch haben mich ja schon gefragt, woher ich da die lange Narbe habe. Das hängt mit meinem Großvater zusammen. Der war früher eigentlich so ein einfacher Taxibötler auf dem Rhein bei Basel. Gibt es ja immer so Taxiboot, die vom einen Ufer zum anderen gehen. Und dann ist es ihm aber irgendwann langweilig geworden und er ist Pirat geworden. Und dann hat er mir eines Tages aber einen Brief geschickt, ich soll doch zu ihm kommen. Ich habe dort eine sehr schöne Ferien verbracht, bis eines Nachts ist ein riesiger Sturm gekommen. Und mein Großvater hat mir immer gesagt, ich soll mich heben. Aber ich war zu wundrig und bin darum zu nahe an die Reling an, hat es mich übergespült. Und als ich im Wasser war, merkt jetzt mal, etwas reisst da brutal. Ich weiß nicht, ob es ein Bullenhai war oder ein weißer Hai, aber es war ein Hai. Ja, der ist da geblieben. Das ist die richtige Geschichte. Und mein Großvater hat mir dann noch zusätzlich gesagt, er hätte einen Schatz versteckt. Und der erste Hinweis, den er mir gegeben hat, im «Heute Wiedersehen», lege ich irgendwo eine Flaschenpost und dort hat es den Hinweis, wie man den Schatz finden könnte. Das Wichtigste ist, am 10 Uhr fahren wir hier ab mit dem Velo. Und damit ihr auch entsprechend eingegroovt sind und auch so ein brutales Tattoo haben wie ich, kann da jeder sich eins aussuchen aus dem Säckchen. Da hat es auch Gut. Ich habe mir am Anfang überlegt, ob sie mir echt Herr Fitze sagen, aber das ist eigentlich viel besser, ein Künstlername. Für die Schatzsuche fährt die ganze Klasse an Hüttwilersee. Das Velo ist schon parat. Das Velo mit Kamerad. Durch Siltal im Hui auf Bar. Oder wenn der Schnuck noch lange drauf steht. Das Velo ist schon parat. Das war mein Großvater, keine Ahnung. Ja, etwa vor 20 Jahren muss das gewesen sein. Wir sehen ja an der Etikette, wie alt sie ist. Hunde! Okay, dann bringen Sie da hin, dann müssen alle da hinten. Was hat es rein? Boom! Klarhalten. Oh mein Gott. Oh Mann! Ja, du kannst wirklich gut zeichnen. Zeig, Ja. gib's mir mal. Wir sind da. Da sehe ich das erste Kreuz. Also das heisst, das wäre da oben irgendwo. Nein, wir sind doch da, da ist doch der Hafen. Ja, eben. Ah, stimmt, auf der Karte steht. Zeig mal, was steht da?
Ich gehe schnell ins WC, aber ihr könnt schon mal anfangen zu suchen und ich komme dann wieder zurück. Komm, suchen, kommen! Ihr müsst den Schatz haben! Kommen! Ja, suchen! Überall! Irgendwo ist der Schatz! Suchen! Ich bin runtergelaufen. Kommt, suchen! Der Schatz nicht! Kommt! Jetzt habe ich mich da innen toi versteckt, damit sie mich nicht finden. Und es stinkt erbärmlich. Aber ich kann nicht mehr raus, sonst fliegt die ganze Geschichte auf. Boah, ist das grusig. Ich kann! Okay, also ich glaube, das ist sicher. Genau, ich finde es super. Melina darf. Melina darf. Jetzt komme ich nach vorne. Jetzt muss ich... Ja. Da kommt er mit dem Blick. Man hört schon die WC-Türe! Mann! Ja, man hört einfach die WC-Türe. Oh, Helletz, das mit dem nicht auffliegen klappt ja prima. Es war übrigens ein Moment, wo ich mich schon gefragt habe, was machst du da genau? Weil ich bin auf dem Toi-Toi. Es hat erbärmlich gestunken. Ich mache irgendeinen dummen Pirat nach, der schon 300 Jahre lang lebt. Und draussen klopfen die Schüler an die Tür an und sagen, «Das ist gar nicht der Pirat, das bist du!» «Was höre ich da?» «Ihr sagt, ich bin kein richtiger Pirat!» Ja, schau. Hallo, wer hat sich da gemeldet? Der Nikolaus. Das ist unsere Klasse. Der Jan ist unser Klassenlehrer, weisst du, und er ist gerade auf dem WC. Und toi toi. Oh, was? Wer Lehrer wurde? Hat sie denn nicht gesagt, dass da mal noch etwas vernünftiges lehrt in sie leben? Ja, wenn der landet irgendwie im Messerrecht oder so, ist das so ein guter Sender. Ihr seid in diesem Fall auf der Suche nach meinem Schatz. Ihr müsst jetzt zum Moorweg. Es gibt irgendwo einen Weg im Moor. Und dort findet ihr den Code für die Schatztruhe, wo ihr am Schluss den könnt öffnen. Ein dreistelliger Code ist da. Ciao zusammen. Spätestens jetzt fliegt alles auf. Aber der Jan zieht es knallhart durch. Haben ihr den letzten Hinweis schon gefunden? Weißt du auch schon, wohin wir gehen? Wohin? Es ist dort! Es ist dort! Ich hab's gespürt! Was denn? Oh! Oh nein! Jetzt nur mal reden, still sein. Da hatte ich schon Angst. Kannst du dich stellen? Da will ich baden mal. Sieht eigentlich noch gut aus. Hey, Vivian hat. Zeig mal. Ist das überhaupt etwas? Oh. Das ist dein Code. Warte. Ah ja. Ja, doch, 573. Es ist 573. Bei irgendeinem Steg. Okay. Gehen wir da vorne ein bisschen in den Schatten. Wie? Weißt du, wie da gestanden Hex drin? Kohle und... Juwelen. Eine kleine Kiste. Mach die kleine Kiste. Edelstein. 16. Darf jeder ein? Darf ich zuerst? Ich glaube, es hat Federn. Also, dann noch die letzte Hürde. Mit dem Velozug ins Lagerhaus. Nein. Ja, in euren Träumen fahrt ein Bus. Im Lagerhaus ist für den Jan aber noch lange nicht Feierabend. Kann ich jetzt Melonen schneiden? Ei. Das müssen wir Also das Wichtigste ist, dass alle ihre Finger noch haben am Schluss vom Ich habe Kochabend. den Pilz gerade mitgehalten. Nein, sie nicht. Das werden wir noch zu anlegen. Habt ihr gern Pilz? Nein. Teelöffel, gell? Nein. Keine Gabel. Es gibt Altenberg, Werktebrot, Großaltenberg. Amelie, Teelöffel. 2 Teelöffel, ich komme gerade. Der Baron ist kein Gurken.
Schon wieder fertig. Ich komme. Suche zu Geki da. Das kann ich machen. Wer traut sich zu, zum Zwiebeln zu schneiden? Nein. Kann ich so eine Taucherbrille holen? Ja. Also so, Und wenn ja. deine Zwiebeln hast, kannst du es hier rein tun. Ja, kann. Will ich es einfach in die Mitte leeren? Oh, warte, da machen wir für den... Ja, Jan, kann ich Melone schneiden? Halleluja! Darf ich? Schneiden? Man muss ja Zwiebeln schneiden. Also, eins nach dem anderen. Adrian. Zuerst Departement Melone. Ja. Gelb bei allen Tisch 6 Teller. Das sind Leiter sind da. Du hast 3 tun. 4 Leiter, 3 Kamerateam. Danke für den Tipp. Das war nicht meine Absicht. Gut. Sag mir, bitte mach fest. Sehr gut. Was haben wir für Salat? Oh. You can get it if you really want, but you must try, try and try. Oh. So, Mädels, Nachtruhe. Wer hat noch seinen Rucksack draussen liegen lassen? Welche Expertin? Amelie. Die ist noch nicht da, die ist im Duschen. He? Wer hat seinen Hut draussen liegen lassen? Amelie. Also, hey, dann schlafen gut. Morgen kommen wir am 7. Mit Baby Shark. Mit Baby Shark. Wollen wir mit Baby Shark geweckt werden? Das können wir gerne machen. Also, schlafen gut. Bis morgen. Tschüss! Hat mich gefreut. Hat mich gefreut. Tag 2, wo der Jan übernimmt. Oh nein. Hier sind da schon teure Säcke. Oh. Es gibt auch nichts Schöneres, als sanft in den Tag geweckt werden. In 15 Minuten zum Morgen. Bitte denn alle bereit. Der Spitzname hat sich durchgesetzt. Ja, ja, mein Name gehört. Hopp, hopp. Bin ich zu spät? Danke, danke, danke. Auch heute hat der Jan wieder einiges vor mit seiner Schulklasse. Zuerst geht es auf Kreuzlingen in die Jockeyfabrik. Zu viele Fragen aufs Mal. Also, hallo, Cornelia. Ja. Freut mich. Denn Hoi miteinander. wer erzieht jetzt dir? Gut. 16. 16. Mit dir oder ohne dir? Ohne mich. Ohne mich. Wir sind dann ja noch in einer Schokofabrik. Und denke, da muss ich jetzt gar nichts machen, da haben sowieso alle Spass. Aber dummerweise
Die Lehrerin gefunden, ja, die Kinder haben jetzt langsam genug Süßigkeiten gehabt. Bitte kein Schoki essen in der Schokifabrik. Dass ihr nicht nachher noch Kötzeln tönt. Weil wir müssen ja noch etwas anderes fahren und wäre ganz schlecht, wenn ihr kötzeln müsst. Dann funktioniert natürlich die Schokifabrik nicht mehr so gut. Das ist doch der verbotene Stoff. Der verbotene Stoff. Da kommen fast keine Marshmallows. Marshmallows sind am schwierigsten. Und wenn wir dann fertig sind, kommt sie in den Kühlschrank. Und am Schluss von unserem Besuch hier kommen wir sie dann über. Das mit dem Nicht-Schoki-Essen funktioniert nur bedingt. Okay. 2, 3. Tschüss! Wir spielen gerne Fußball, lalala, Fußball, lalala, Fußball, lalala. Also, dann zählt mal durch, immer auf 3 und merkt euch eure Nummern. Nein, wieder bei 1 anfangen. 1, 2, 3, 1. Am Nachmittag geht's ab aufs Fußballfeld. Go Bubble Soccer spielen. Gut, dann sind alle Einer zusammen, alle Dreier und alle Zweier. Nächstes Spiel wäre dann Team Pink gegen Team Blau, gegen das neue Team Blau. Kommst du nicht mehr raus? Schöne! Jawohl, Frau Schleich! Noch 4 Minuten! Check, check 1, 2. Welcome to the Disco Show. Es ist schon der letzte Abend von dem Klassenlager. Und der Jan lässt es nochmal so richtig krachen. Sie trägt sogar. Der letzte Abend ist wichtig, weil das ist der legendäre bunte Abend. Der bleibt einem im Gedächtnis, darum muss man heute noch mal mit der grossen Kelle anrühren. Und das ganze Licht und so, aus meiner Erfahrung, ich war auch so einer. Die Buben genieren sich immer, wenn es so ein bisschen Musik gibt zum Tanzen und so, dann hocken sie immer irgendwo halb cool im Ecken. Ich hoffe, mit dem Licht bringen wir noch die ganze Meute zum Tanzen. Larina, Prost! Die Kuhle steht eigentlich einfach ein bisschen so da. He? Absolutes Highlight. Absolutes Highlight für mich. Es hat sich alles gelohnt. Ich habe schon lange nicht mehr so viel versammelte Freude auf einem Haufen gesehen.
Und da innen ist es am Brennen. Es ist wieder richtig heiß. Es ist wie ein richtiger Club. Es ist genial. Eigentlich müssen die Kinder ja jetzt dann ins Bett. Ist dir das jetzt gerade egal? Oder ja, in dem Moment schon. Morgen vielleicht gerade nicht. Zeitmanagement wollen wir natürlich im Griff haben. Außer heute. Heute ist ja der Jan dran. Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Welt. Was geht ab? Das ist die beste Party auf der Welt. Die ganze Nacht, die ganze Welt. Und auch wenn der Abend noch so lang ist, der Morgen kommt. Putzgruppe Fitze, guten Morgen. Was ist los? Hat noch einen Kater? Nein. Gehst du jetzt lang wach gewesen? Unser Auftrag ist, da oben alle Zimmer sauber zu machen. Mädchenzimmer, Bubenzimmer und dann zum grünen Abschluss, das nehmen wir mal als Dessert, noch das WC. Wie sieht es bei den Jungs aus? Seht schon. Bist du schon mal weggekommen von da? Mit dem Sauger? Weißt du was, ich sauge da noch fertig. Ich habe einen neuen Job für euch. Könnt ihr mal mitkommen? Nö. Ihr seht, könnt ihr mal mit dem Papier raus und das in den Kübel bringen. Kompost, nein! Miro! Was machst du dort hinein? Ich habe gemeint, im Kompost. Nein, der kommt nicht in den Kompost. Das ist in einen Sack rein und dann kannst du dort in die grüne Tonne reinrühren. Aber ohne den. Ja. Ich helfe da. Den brauchst du wieder. He? Und warte mal noch, da hast du noch etwas. Wo? Nein. Gut, ein bisschen Papier ist gut für den Kompost, sagt man. Ich schwöre, wenn du in die Ferien gehst und hast so einen Hauskompost, musst du so ein bisschen Zeitungspapier rein tun. Dann haben die Würmer Nahrung, während du weg bist. Fix. Ja, können Sie googeln. Wenn ich vorhin auch im Schullager war, dann bin ich in ein mega Loch gefallen, weil dann ich bin heimgekommen und auf einmal war es so ruhig und das habe ich fast nicht ertragen. Ich glaube, das Mal ist es ein bisschen anders. Aber wer weiß. Jetzt ist die Heil langweilig, wenn wir 16 Jahre Banane durch die Gegend durchschreien. Super Putz. Ich habe eine Kontrolle gemacht. Ah, okay. Wie sonst? Wie sonst. Es gibt immer noch die Schlusskontrolle. Schlusswort. Hoch die Hände, Lagerende. It's time to say goodbye. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für das tolle Programm, das du uns ermöglicht hast. Das hast du mega gut gemacht. Und wenn ich mal krank bin, dann habe ich deine Nummer. Und du kannst als Stellvertretung für mich mal unterrichten. Das wäre doch auch mal etwas. Gut, wenn ihr wirklich mal gar niemanden mehr findet, dann läutet mich an. Genau. Da trennen sich die Wege. Und die Paulina Quetschen übernimmt wieder ihre Klasse. Ciao, ciao! Danke für alles! Noch gute Fahrt! Rainer, kannst du mir das Velo transportieren? Ich bin fertig da. Alles muss man selber machen. Go.
Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region.